Ja, grüß euch beinand. Und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Leute. Leute. Oh, wir schauen uns heute mal wieder ein Video von Klängern an. Und es geht hier wieder um diese ganze Fanblast-Nummer. Ja? Und das war in meinem Video, wo ich auf Streamen reagiert habe, über die letzten Fanblast-News, war das ein viel kommentiertes Thema unter dem Video. Dementsprechend habe ich mir gedacht, das interessiert euch. Und was euch interessiert, davon kriegt ihr mehr. Ist das ein Deal? So bin ich zu euch. Nun, aber wir schauen uns jetzt Klängern an. Dieses Video kommt genau 2 Tage und ein paar Stunden nach dem raus, weil das anscheinend, es ist inzwischen der offizielle Usus, 2 Tage zu warten, was ich vollkommen in Ordnung finde. Wie gesagt, ne, da sind die Haupteinnahmen für das Video drin, der Rest sind Peanuts und da halte ich für einen guten Kompromiss. Ne? Und dann geht es hier wieder um Fanblast. Fanblast macht dicht und es geht weiter. Ich bin maximal verwirrt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Fanblast weitermachen. Also für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben. Fanblast ist eine Firma gewesen, ein Service, eine Plattform, ne? Mitgegründet von Knossi. Ob der da noch drin hängt oder nicht, der hat auf jeden Fall noch, zumindest als der Skandal rauskam, hat er auf jeden Fall noch Anteile daran. Er hat damit auf jeden Fall noch aktiv Geld verdient, also oder passiv, je nachdem. Ne? Er hat damit noch Geld verdient und er war dann noch in einem gewissen Maße involviert. Er behauptet, er war aber in dem ganzen Prozedere dann nicht mehr so weit involviert, also dass er aus dem aktiven Geschäft schon lange heraus war und die dann praktisch ihr Geschäftsmodell auf diesen schwierigen, manche sagen fast betrügerischen, auf dieses betrügerische Geschäftsmodell umgeschwenkt sind, dass er damals schon gar nichts mehr zu tun hatte, weil er ist ja Geschäftsmann, aber er ist nicht Geschäftsmann. So. Und Klängern hatte damals im Herbst ein Video dazu gemacht, dann kam im Dezember nochmal eins von Rob Bubble, da ist die ganze Nummer massivst explodiert. Ne? Oder implodiert sogar. Hier so ein Titan Submersible Nummer war das. Ja? Pup, auf einmal kein Geld mehr. So. Größtenteils waren das OF-Creatorinnen meistens, ne? Und das Konzept war, du hast irgendwelchen notgeilen Vollidioten gesagt, hey, gib uns Geld, dann kriegst du die Nummer von der. Dann kannst du mit der auf WhatsApp schreiben. Und das ist der Traum eines jeden Psychostalkers und die haben natürlich einen Haufen Kohle reingebuttert. Ne? Und dann ist denen da noch mehr Kohle abgezogen worden für angeblich exklusive Inhalte. Gag an der Sache, die haben wahrscheinlich niemals wirklich mit der echten Creatorin geschrieben und die Inhalte, die waren auch nicht exklusiv, sondern die waren halt vorher von der gemacht und auf irgendeiner Cloud hochgeladen und die Typen, die da für die Agentur gearbeitet haben, auf Provisionsbasis, die haben dann halt das für so teuer wie möglich an notgeile Vollidioten verkauft. So. Und dass das Betrug ist, brauche ich ja wohl keinem sagen und das sehen auch alle Leute so mit irgendeinem Rechtsverständnis. Obwohl man, ich glaube, nicht Jura studiert haben muss, um auf den Trichter zu kommen, dass das nicht in Ordnung ist. So. Und dann gab es da den riesen Shitstorm und in der Öffentlichkeit ist das Ganze relativ schnell wieder aus dem Blickwinkel verschwunden, aber ich nehme ja an, dass da im Hintergrund noch irgendwelche Staatsanwaltschaften dran arbeiten. Ne? Und wir haben jetzt offensichtlich ein Update. Das ist knapp jetzt ziemlich ein halbes Jahr nach Klängerns erstem Video zu dem Thema von Klängern über dieses Thema. Ich mag Klängern und deswegen gehen wir jetzt da rein. Ne? In vielleicht Knossis, vielleicht auch nicht Knossis Filme. Und hören uns an, was der gute Mann zu sagen hat. Im Übrigen, Disclaimer, wie gesagt, ich fühle mich unwohl, komplette Werbeunterbrechungen drin zu lassen. Deswegen werde ich gegebenenfalls Werbeunterbrechungen direkt so, wie sie sind, überspringen. Ich werde danach aber nochmal sagen, wofür er Werbung gemacht hat
Und ich verlinke den Kanal unten drunter, dann könnt ihr da nochmal hingehen, wenn ihr da Interesse dran habt und dann bei ihm das entsprechende Angebot annehmen. Ne? Halte ich für einen guten Kompromiss und dann habe ich wirklich den Clip an sich nicht in meinem Video drin von einem Anbieter, von dem ich nichts weiß. Es könnte ja auch sein, keine Ahnung. Ne? Fanblast hat sicher auch irgendwo Werbung gemacht, ne? Und dann hast du auf einmal Fanblast-Werbung da drin. Also bei ihm nicht, aber ne? Kann ja sein, dass irgendein bestes Beispiel war Honey. Ne? Alle möglichen Influencer auf dieser Welt haben Werbung für Honey gemacht, dann ist rausgekommen, ein Riesenbetrugsverein. Ne? Jeder, der darauf reagiert hat, hat jetzt auch eine Honey-Werbung in seinem Video drin. Und da geht ihr mal zurück und sucht eure Videos, wo ihr reacted habt, nochmal durch und schneidet dann die ganzen Ads raus. Ne? Wird schwierig. Dementsprechend machen wir es so. Heute geht es um das Ende von Fanblast, eine mysteriöse neue Website und Lass mich raten. Heißt die Blast Fan? eine Briefkastenfirma in Florida. Seid gespannt, Freunde. Natürlich, Briefkastenfirmen müssen da. Mich wundert's, dass am Anfang bei Fanblast noch keine dabei war. Oder war da eine dabei? War da eine Briefkastenfirma involviert? Ich glaube nicht, oder? Man hat es ja versucht, seriös zu verkaufen. Mit Knossi. Warum auch immer man versucht, seriös zu wirken mit Knossi. Der Mann hat eine Burger King-Krone in seinem Stream auf und ja. Und damit moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Achso, warte mal, den hier. Wir müssen sein wunderschönes Gesicht natürlich nicht verbergen. Und das war jetzt kein Sarkasmus. Ich finde den cool, den Typen. Ich mag den. Sehr sympathischer Dude. Über Fanblast reden. Ja, es hat sich einiges getan. Fanblast, ihr erinnert euch doch noch an Robins Video, oder? Irgendwas war doch da. Ich erinnere mich sogar noch an dein Video. Ich habe dein Video vor Robins Video gesehen. Ich habe mir aber noch nicht so viel dabei gedacht. Ich fand's krass, ne, als ich sein Video gesehen habe. Aber bei Rob Bubble, auf den hatten wir auch schon mal reagiert, war noch mal mehr drin, wo du wirklich die Hände dann über den Kopf zusammengeschlagen hast und gesagt hast, okay, das wild, Digga. Am Anfang haben wir gedacht, ja komm, das ist halt das neue OnlyFans, das ist ein bisschen shady und sowas. Und da waren dann noch mal wildere Dinge draus, mit Insider-Informationen etc. bla bla. Schaut euch die Sachen an, ne? Wie gesagt, Rob Bubble und er hier. Er hier ist auf jeden Fall hier unten drunter verlinkt. Vielleicht verlinke ich euch den anderen auch noch mal. Sehr gute Arbeit geleistet, ne? Das ist strafrechtlichen Betrug. Im letzten Video hatte hätte ich auch so gesagt. Ich ja darüber geredet, dass Fanblast einige Statements veröffentlicht hatte und gesagt hatte, mehr Maxima Culpa, bitte verzeiht uns, ab jetzt wird alles besser. Ja, den Scheiß, den habe ich auch schon gehört, ne, von ganz, ganz vielen Leuten. Aber was müssen meine gar nicht mal so guten Äuglein denn da jetzt sehen? Die ganzen coolen Statements auf dem Instagram-Account von Fanblast in Textkachelform sind verschwunden. Nichts mehr davon da. Und eigentlich brauchen wir die gar nicht mehr, denn ganz oben bei Fanblast auf der Website ist jetzt ein Text aufgetaucht. Liebe Creator, liebe Fans, demnächst stellen wir den Betrieb in der Dachregion... Demnächst stellen wir den Betrieb in der Dachregion vor. Demnächst! Nicht sofort! Das ist so ungefähr wie wenn du mit 2 Promille am Steuer von der Polizei angehalten wirst und sagst, ja okay, ey, lass mich jetzt noch nach Hause fahren. Ich verspreche, ich mach's nie wieder. Ey, Digga, jeder Anwalt in diesem Land sagt, dass das Betrug ist. Und ihr stellt das demnächst ein, Digga. Es ist okay. Ja, schön, dass wir drüber geredet haben. Vorerst ein. Wir bedanken uns für die zahlreichen schönen Momente. Für die zahlreichen schönen Momente, wie gesagt, die schönen Momente, ja. Grüße, Fanblast. Nein! Es ist tatsächlich passiert. Fanblast wird Geschichte sein. Demnächst. Vorerst in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das ist einfach, keine Ahnung, so ein, ja, okay, ihr habt uns jetzt erwischt, so, hier können wir das nicht mehr abziehen, aber die Barne, die schmecken einfach zu gut, so, wir machen das schon weiter woanders, stay tuned. Vielen kleinen Einschränkungen in diesem Statement ignorieren wir jetzt einfach mal kurz, ja? Viele hatten es sich gewünscht, manche hatten es auch prophezeit, aber wahrscheinlich war der Druck oder die Kritik von außen zu groß gewesen, um dieses Geschäftsmodell langfristig irgendwie am Laufen halten zu können. Ja, und es wurde ja auch gesagt... Hier, kurz, ne, da muss ich kleine Kritik außerhalb des eigentlichen Themas äußern. Dieses war zu groß gewesen, war wieder, ne, falsches Ding der zweiten Vergangenheit. Ne? Die wird gern von vielen Leuten inflationär benutzt. Macht nicht, Leute.
wie gesagt, mein Deutschlehrer damals hat gesagt, hey, die zweite Vergangenheit, die ist Expert-Level-Bullshit irgendwie in der Germanistik. Wenn du nicht 1000%ig sicher bist, dass du sie jetzt hier gerade richtig einsetzen würdest, nimm einfach die normale, also aus dritte Vergangenheit, also ihr wisst ja Plusquamperfekt, ne? Wir haben Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, ne? Imperfekt ist ich kam, Perfekt ist ich bin gekommen und Plusquamperfekt ist ich war gekommen. Und das beschreibt normalerweise etwas, was passiert, bevor etwas passiert, was im Perfekt passiert, ne? Also, keine Ahnung, ich war zum Fantreffen gekommen und dann ist mir dort ein Ziegelstein auf den Fuß gefallen oder so. Keine Ahnung, ja, ihr wisst, was ich meine. Schwarzes Zeug einfach sagt, nimm mal das normale Perfekt, ist totally fine, ne? Mit den ganzen Änderungen, dass jetzt gesagt wird, hey, es schreibt gar nicht mehr nur die Creatorin mit dir, sondern vielleicht auch ihr Team. Ja, dann wird wahrscheinlich der ein oder andere gesagt haben, ja, dafür zahle ich kein Geld, Digga. Ist das Geschäftsmodell an sich ja auch ziemlich gefährdet, weil Leute eigentlich nur bereit sind, dafür Geld zu bezahlen, wenn sie wirklich mit den Leuten schreiben, mit denen sie eigentlich schreiben wollen. Ja, weil nicht mit den Leuten schreiben, mit denen sie schreiben wollen, können sie auch umsonst haben, ne? Das ist... Wir hatten das in dem letzten Ding, ne, bei Steven mit der in Anführungsstrichen Insiderin. Ich bin gespannt, ob er auf die nochmal zu sprechen kommt. Och, Mann, oh Mann, was mache ich denn? Wo schreibe ich denn jetzt mit meinen ganzen tollen, großen Idolen? Also ich bin wirklich komplett niedergeschlagen und am Boden. Und niemand schreibt über so eine Scheiße mit seinen Idolen. Ja? Niemand schreibt damit über so eine Sache mit seinen Idolen. Das ist nicht für einen Reini da, um mit Gronk zu schreiben, sagen wir es mal so, ne? Sondern es ist für einen Reini da, um mit irgendwelchen OF-Creatorinnen zu schreiben, auf die er sich einkeult. Ich will doch nur mit Alexis schreiben und sehr viel Geld in WhatsApp-Chats dafür ausgeben. Ja, die hat ja erst einen Porsche. Mhm. Ach, das geht? Es gibt eine neue Plattform dafür? Ja Mensch, das hätte ich nicht gedacht. Zufälligerweise ist parallel zu Fanblast eine andere Website an den Alter, das ist der Kopf der Hydra, oder? Schlägst du einen ab, wachsen zwei nach. Start gegangen, die erstaunlich viele Gemeinsamkeiten mit Fanblast hat. Ja, und lass mich raten, aus dem Intro kann ich schon mal erschließen, dass das höchstwahrscheinlich eben halt nicht in der EU angemeldet ist und deswegen außerhalb der Reichweite von deutschen Behörden. Wo es sich lohnt, doch mal so ein bisschen genauer hinzugucken. Spoiler, es lohnt. Und ich nehme an, die Leute, die das auf Fanblast gemacht haben, die da verantwortlich sind, die sind höchstwahrscheinlich auch irgendwo außerhalb der EU, außerhalb der Reichweite von deutschen Behörden. sich. Ich sag immer, es lohnt sich, aber dieses Mal lohnt es sich wirklich. In den WhatsApp. Ich sage immer, es lohnt sich, aber diesmal lohnt es sich wirklich. Wenn dir jemand sowas sagt, Kontakt abbrechen. Ne? Vorbeizuschauen. Entschuldigung. Ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Denn während Fanblast sagt, ja tschüss, wir sind jetzt weg, ne? Also demnächst, vorerst, ist parallel In der Dachregion, hast du vergessen. dazu eine andere Website an den Start gegangen, nämlich aloha.me. Und schon oben auf der Website wird man begrüßt mit den Worten Conversations, not Blast. Ja Mensch, das ist doch mal vom Wording in eine ganz klare Richtung. Wollt ihr mich verarschen? Das heißt, sie schreiben da oben rein, hallo im Übrigen, Zwinker, Zwinker, wir sind nicht Fanblast, Zwinker, Zwinker. Bitte, liebe OF-Creatorin, kommt wieder zu uns. Die Betrugsmaschinerie kann weitergehen. Wir brauchen nur euren Content als Kohle unten für die Dampfmaschine. Und rein damit. Es gibt wieder diese fürchterlich tollen Barne, ohne was dafür tun zu müssen. Für den nächsten Porsche. Ne? Say aloha to your community. Direct messaging. Say fuck you to your community. Was soll das? Sell anything, real connections. Ja, Sell anything ist auch geil. Das ist halt nicht so wie den 90er Jahren cute Acme, ne, wie die Looney Tunes, sondern es ist halt einfach sell anything, gell? Ja. Das Pfläumchen und die Melönchen, ne? Kannst du das sellen? Anything. ach, das klingt doch alles schon sehr bekannt, oder? Und ich habe das gelesen und mich gefragt,
Was hat Robby gemacht, damit TikTok ihn schon wieder gebannt hat? Robby, ich glaube, dieser wütende Emoji ist hier wirklich nicht angemessen. Ich glaube, du bist das Problem. Wenn man sich den Instagram-Account von aloha.me anguckt, sieht man relativ schnell, welche Leute hier eigentlich so zur Zielgruppe gehören und welche Leute man mit seiner Website ansprechen möchte. Ja, da wird gezeigt, was für ein richtig geiles Leben du haben kannst, wenn du dich nur dazu entscheidest, mit aloha.me dein Geld zu verdienen. Forced to am Arbeitsplatz einschlafen, eine sehr große Tasse Kaffee balancieren und sehr viele Wecker stellen. Since joining Aloha, Strand, Cocktails, pinke Sportwagen und sich im Bett strecken. Ah ja, Dicker, ich will mich endlich wieder im Bett strecken können. Ich glaube, ich muss mich jetzt bei Aloha anmelden. Wer von euch kommt mit? Wer gibt mir Geld auf Aloha? Ich schreibe auch wirklich mit euch, ich versprech's. Damit ich nicht mehr im Malochen gehen muss. Was ist los mit den Leuten? Genau das, was ich eigentlich schon immer im Leben haben wollte. Und guck mal, so ein tolles Leben kannst du auch haben. Ja, du musst einfach nur bei Aloha anfangen. Für so einen Lebensstil scheint man da ja ziemlich viel Geld verdienen zu können. Weil, keine Ahnung, ich bin kurz davor, mir bei irgendeiner Plattform einfach so einen Satire-Account anzulegen. Obwohl der Drink da oben sieht schon ziemlich geil aus. Ich stehe auf Maracuja. Wohingegen der Rest. Ja. Aber der Drink sieht cool aus. Einfach so einen Satire-Account anzulegen und einfach zu schauen, was passiert. Leute, schreibt es mir unten rein, ich mache eine Umfrage. So, vielleicht kann ich ja darüber dann, wenn das viral geht, ne? Das muss einmal viral gehen und es muss genügend Leute geben, die es lustig finden. Dann habe ich ausgesorgt fürs Leben. Paid to exist. Also, was? Weil ganz ehrlich, weil ich würde mir nicht irgendwie für 180.000 Euro irgendwie so einen scheiß Sportwagen hinstellen. So, ich würde das einfach nehmen und sagen, okay, wunderbar, davon lebe ich jetzt einfach die nächsten 10 Jahre. Ne? Ich habe das Gefühl, dass man sich hier nicht unbedingt für ein bedingungsloses Grundeinkommen einsetzen möchte. Na, doch, es ist ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber halt nicht vom Staat. Privat finanziert praktisch. Das ist sehr, ich glaube, Christian Lindner wird's feiern. Ja, ist das ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber finanziert halt von nur geilen Vollidioten. Aber ich bin auf jeden Fall hooked, ich möchte auf jeden Fall dabei sein und ich habe das Gefühl, von meinem Profil passe ich da auch wirklich gut rein. Wenn man nämlich mal genauer hinguckt, Aloha is a place for everyone. For fashion influencers, for musicians, for beauty influencers, for models. Bisher sind es lauter Alibi-Dinger, Models vielleicht noch, ja. Das kommt auf die Definition dann von Model drauf an. Aber bisher ist das, glaube ich, alles Alibi. Ne? Na, kannst du machen. Da verdienst du zwar keinen Cent, aber wurscht. Das ist für OF-Content. Ne? Das ist immer noch das OF-DLC, genauso wie es Fanblast war. Offensichtlich. Ne? Als ob dann da irgendwie, keine Ahnung, so ein Marty Fischer oder sowas sagt, hey, ich bin Musician und auf Social Media aktiv. Ich nutze jetzt, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, ne? Das neue Fanblast 2.0, damit die Leute mit mir schreiben können. Freilich. For Lifestyle Creators, for Nutrition Coaches. Ja, for Nutrition Coaches, einwandfrei. Wunderbar. Dann kann ich denen dann schreiben, Alter, ich habe jetzt deinen neuen Salat hier probiert, total innovativ, hier mit Gurke und Tomate und Blattsalat so. Oh, super krass. Danke. Natürlich, genau diesen Leuten würde ich da auch folgen. Ich bin schon richtig gehypt darauf, die Nummer meiner Ernährungsberaterin kaufen zu können. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die Nummer deiner Ernährungsberaterin kriegst du günstiger. Du musst halt einfach Termine bei deiner Ernährungsberaterin haben. Dann kriegst du da den entsprechenden Beratungstermin und du kannst sie sicher danach nochmal anschreiben und sagen, hey du, ich habe nochmal eine Frage. Du hast gemeint, hier das mit dem, welche neuen Hipster Getreidesorten soll ich jetzt da in mein Porridge reinballern? Damit es Porridge wird und kein Müsli mehr ist. Ach so, und eine Personengruppe darf man nicht vergessen dabei. For Spicy Creators. Ja. Oh,
Fanblast, die Euphemismus-Edition, Digga. Ja, ne, das ist das Grundding. Sell whatever spicy creators sell zu their fans. Ja, whatever it is. Whatever spicy. Chili, natürlich. Chili-Soßen. Das ist hier. Da kannst du dann hier mit, wie heißt er, schreiben von Hot Ones? Evan von Hot Ones. Da kriegst du dem seine Nummer. Spicy Creator. There we go. Ist ganz harmlos. Großes Missverständnis. Creators sell to their fans. Zwinker-Emoji. Ja Mensch, das hätte ich ja gar nicht erwartet. Ich dachte, die Sportwagen und das Leben auf den Malediven und so, das bekommt man hin in 1-2 Monaten als Ernährungscoach, wenn ich meine Nummer verkaufe. Und falls ihr euch fragt, how do I make money with Aloha? Dann sieht man in diesem kleinen Beispielchat auch, dass man durchaus $50 bekommen kann für ein Foto, wo man ein bisschen weniger anhat, ne? Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, so ein Bikini-Foto für $50 verkauft sich halt wirklich nur, wenn du glaubst, dass das exklusiv nur für dich gemacht wurde. Ne? Das verkauft sich nur über diese, ich vergesse immer den Namen. Ich vergesse die parasoziale Beziehung, das war's, ne? Das verkauft sich nur, weil es kauft doch, wenn ich Bikini-Fotos von diesen Creatoren oder von irgendwelchen anderen Creatoren sehen will, gehe ich auf deren Instagram. Jede Menge davon. Da sind sie dann wieder, oh ja, hier Dubai Lifestyle am Pool, Infinity Pool im Ding. Die steigen ja da auch nicht im Hosenanzug in den scheiß Infinity Pool in Dubai. Für ein Bikini-Foto dieser Person bezahle ich nur dann $50, wenn ich der Meinung bin, das hat die jetzt nur für mich gemacht und ich bin der Einzige, der das hat. Das ist praktisch, hier versucht man das Prinzip NFTs wieder zu reanimieren. Ne? Das ist hier Frankensteins NFT. Nur, dass halt diese Fotos genauso exklusiv sind wie diese ganze NFT-Scheiße. Ne? Weil es interessiert keinen, bei diesen Affenfotos zum Beispiel, es hat keinen interessiert, ob du jetzt wirklich das Original, die Originaldatei hattest oder irgendeine kopierte davon. Das ist halt ein hässliches Affenfoto. Und hier glauben die Leute wirklich, sie sind die Einzigen, die das bekommen haben. Die Creatorin hat das Foto jetzt gerade gemacht und nur ihm geschickt. Er ist der Einzige, der das hat. Deswegen ist das für ihn $50 wert. Das ist dasselbe Prinzip wie manche Leute, die Autogramme sammeln. Ne? Ich hab dann ein Stück Papier. Ein Stück Papier kann jeder haben. Das Ticket zum Konzert, keine Ahnung. Aber ich habe das Ticket zum Konzert mit der Unterschrift des Künstlers drauf. Bam. Ne? Und ich bin einer der wenigen, weil ich musste bei diesem Konzert sein, die das haben. Und dadurch hat es Wert. Ne? Exklusivität gibt den Wert. Kein Schwein bezahlt $50 für ein Bild, was 2000 andere Leute auch für $50 gekauft haben. So. Es wird denen halt vorgegaukelt, nee, Digga, das exklusiv. Und wie gesagt, Exklusivität verkauft hier. Sobald es das nicht mehr ist, ist Betrug. Fertig. Woher kommt mir diese ganze Sache bekannt vor? Ich weiß es doch auch nicht. Und ich habe mich so Perfekt reingeschnitten. Ah ja, wie gut. Applaus. Daumen hoch, Digga. Oh. Da. I like this. Kollege, das war so gut. Das war sehr subtil. Großartig. Großartig. Das ist, ohne ihn nochmal erwähnen zu müssen, Show, don't tell. Einfach reingeschnitten. Der Ausschnitt spricht für sich selbst. Ne? bei Aloha durchgeklickt und habe mir das angeguckt und mich gefragt, wer steckt da jetzt eigentlich dahinter? Eine Konkurrenzfirma im gleichen Zeitraum, in dem Fanblast gerade sein Angebot zumacht? Also Freunde, lasst es uns gemeinsam herausfinden. Ihr werdet erstaunt sein. Wenn man bei Aloha Me ins Impressum guckt, sieht man, dass... Ich bin auch hier mit der Sendung mit der Maus aufgewachsen. Wenn ich diese Melodie höre von gerade eben, ist sofort bei mir Aufmerksamkeit. Ah, jetzt kommt was Geiles. es gar kein Impressum gibt. Naja, wieso denn auch? Sowas wie eine Impressumspflicht, das sind ja auch vernachlässigbare Sachen. Ne? Aber unter den Terms of Service findet man was. Dort ist nämlich eine Firma angegeben, nämlich die Firetext LLC mit Sitz in Kalifornien. Und ich habe mich mal ein bisschen auf Spurensuche begeben. Oh, Florida. Florida, er hat's, für die Leute, die sich's hier als Podcast anhören, er hat sich versprochen, er hat Kalifornien gesagt, er hat hier
Sternchen Florida eingeblendet. Weil ich mich gefragt habe, warum macht denn eine Firma aus Florida eine deutsche Website, wo Fans mit ihren Stars chatten können? Vor allen Dingen, wenn man sieht, wie viele bekannte Creatorinnen dort am Start sind. Aber dazu kommen wir gleich noch. Boah, lass mich raten, es sind OG dieselben Creatorinnen, die vorher auf Fanblast waren. Alter, wenn jetzt, ganz ehrlich, ich spinne mir jetzt mein Traum-Szenario zusammen. Fanblast wird gebastelt und die deutsche Justiz enttäuscht mich einmal in meinem Leben nicht. Und die knacken Fanblast und ziehen die Leute zur Rechenschaft. Und die hören da nicht auf, sondern gehen weiter auf diese Nummer drauf. Und wenn sie schon an die Leute dann dahinter nicht mehr drankommen, weil die sich verpisst haben auf die Cayman-Inseln oder sonst wohin, dass sie die Creator dann kriegen. Und dann kommt raus, die Alte, die als Insiderin bei Streven war, ne, ist von Fanblast auf, wie hat's geheißen? Fragt sie nicht mehr, er wird es noch ein paar Mal sagen. Ne? Auf diese ist auf der Plattform auch unterwegs. Alter, dann muss ich, egal wo ich bin, kurz auf die Toilette gehen und mir einkeulen, weil dann ist dann ist wirklich Ende mit der Nummer. Ne? Aber erstmal wollte ich wissen, okay, welche Firma steckt da eigentlich hinter? Und wenn man mal bei Google nach dem Firmensitz der Firetext LLC sucht, landet man bei diesem Gebäude hier. Hier Das sieht höchst professionell aus. Aber der Behindertenparkplatz ist schon mal. Ne? Also für den Fall, dass du denen tatsächlich Geld gibst, würde ich sagen, allein kognitiv bist du berechtigt, da zu parken. Ne? ist der Firmensitz der Firma, die in Deutschland Fans und ihre Stars in Chats verbinden möchte. Könntet ihr euch einen besseren Firmensitz als hier vorstellen? Also ich nicht. Ja, hier Ja, keine Ahnung. Das ist der ultimative Firmensitz für alles. Ja? Da kannst du alles verkaufen. Crack, Michi, Fanblast, Beauty Bar, Speed Shop. Achso, Motorsports Speed Shop. Und ich dachte schon, uiuiui. El Temapa VIP Sports Bar, oder? Okay. neben der Sportsbar El Tinampa VIP, also nur für echte very important persons, und dem Power Source Motorsport Speed Shop und der Pew Aesthetics Beauty Bar. Also ich würde sagen eigentlich Motorsport Speed Shop und der Du hast den AL Copy Service vergessen. Pew Aesthetics Beauty Bar. Also ich würde sagen, eigentlich ist alles da, was man so als aufstrebendes Startup für sein Business braucht. Und falls ihr euch jetzt fragt, ja gut, Das ist komisch, das sieht halt genauso aus wie das Gebäude, in dem in Breaking Bad Saul Goodman seine oder was in Better Call Saul dann seine Geldwäsche-Beauty-Salons drin hatte. aber also wo ist denn die Firetext LLC? Also ich erkenne hier irgendwie gar nichts. Dem würde ich empfehlen, mal ganz genau hinzugucken. Ja, hier sieht man es doch ganz eindeutig. Hier, bei diesen ganzen vielen Briefkästen, da ist der Firmensitz, das sieht man ja wohl. Und falls ihr euch jetzt denkt, ach Mensch, das sind aber viele Briefkästen da. Wie viel Ja, und komischerweise sind die halt mitten in der Wand zwischen zwei anderen Shops, ne? Also ohne Tür. Firmen sitzen denn da wohl zwischen dem Power Source Motorsport Speed Shop und der Pew Aesthetics Beauty Bar? Gute Frage. Ich habe mal nachgeschaut, denn in Florida kann man das tatsächlich einsehen. Und ihr dürft mal gerne raten. Was Boah. Leute, ratet mit. Wie viele werden es sein? Schwierig. Wenn, dann macht man gleich mehr rein, oder? So 200, 250 oder sowas. Leute, schreibt es mir. Macht's auch kurz Pause mit mir. Schreibt es mir unten rein. Wie viel glaubt ihr, Firmen sind da drin? Ich sag 250. glaubt ihr, wie viele Firmen sitzen da? 20? Mehr. 30? Mehr. 40? Mehr. Die Antwort ist 817. No fucking. Natürlich. Ganz ehrlich, da sind 817 Firmen drin in der Welt. Oh Gott, das war dieser Matt Damon-Film, wo die so eine Möglichkeit gefunden haben, die Menschen klein zu schrumpfen, um den Klimawandel aufzuhalten oder so. Keine Ahnung. Der Film war aber irgendwie weirdly entertaining, aber
Da vielleicht. In dieser Welt sind da 800 Firmen drin. In der richtigen, echten, realistischen Welt, mit Menschen, die irgendwo zwischen 1,50 und 2 Meter groß sind, mit Sicherheit nicht auch nur 817 Firmen da drin. 817 Firmen sind an dieser Adresse gemeldet. Und zufälligerweise ganz viele davon mit Webseiten auf Deutsch. Naja, aber das heißt ja noch nichts. Ja? Vielleicht täuscht ja auch einfach die Perspektive auf diesem Bild und dahinter ist so ein riesiger Bürokomplex, oder? Ja, da geht's den Hügel runter, ne? Deswegen sieht man das nicht. Vielleicht haben sie irgendwie auch eine andere Architektur und die ganzen Büros sind unterirdisch. Riesige Produktionshallen, mehrere tausend Mitarbeiter, alle unter der Erde. Ja, deswegen ist das auch in Deutsch. Das ist gebaut von denselben Leuten, die damals im Zweiten Weltkrieg unterirdisch die Messerschmitt-Werke in den Berg reingebaut haben. Jetzt haben wir das Problem doch gelöst. Kann ja sein, weiß man ja nicht. Naja, aber was soll man sagen? Jede seriöse Firma in Deutschland hat ja eigentlich mit einem Briefkasten in Florida angefangen, ne? Aber ich habe mich mal ein bisschen weiter umgeschaut und es war doch ein bisschen auffällig, wenn man mal schaut, wer denn eigentlich da so über diese kleine Briefkastenfirma in Florida so aus Deutschland seine Dienste anbietet. Denn genau wie bei Fanblast gibt es bei Aloha auch Landingpages, auf der die Fans der Creator für ein paar Euronen die WhatsApp-Nummer kaufen können. Und schau an, wen man da alles so bei Aloha schon finden kann. Michaela Schäfer, Just Lucy, Lena Nitro, Blonde Hexe, Lenibad XXX oder Letinx. Und was kann ich hier sehen? Ja, die waren alle schon auf hier Fanblaster. Auch unsere Freundin Alexis ist wieder am Start. Toll. Hey, Oh, das war doch die gesagt hat, ja, es kommt dann ein Statement, ich darf im Moment noch nichts sagen, bla bla bla. Und dann kam so, ja, es kommt kein Statement, Digga. Ich habe da gelogen. Also nicht mal, das hat sie nicht mal zugegeben. Sie haben einfach gesagt, es kommt kein Statement. Fickt euch Barne. Und ganz ehrlich, hier sehen wir einfach mal, dass es so Winkler-esk ist. Das ist so Winkler-esk. Und Reini ist nur deswegen nicht damit durchgekommen, mit solchen, gebt mir für nichts Barne im Internet, weil er 10 Jahre zu früh dran war, weil er ein bisschen dick und ein bisschen dumm war. Ne? mit Zugang zu WhatsApp und lasse uns connecten. Limited Offer. Ja, Reini, Limited, genau. Genau, die werden... ganz ehrlich, wenn dir jemand eine Limited Offer bei dem digitalen Inhalt anbietet, will er dich verarschen. Ob du es dann noch kaufst oder nicht. Ne? Ich habe auch Limited Offer Skins bei Diablo 4 gekauft. Mea culpa, Asche auf mein Haupt. Aber ich habe ganz genau gewusst, dass sie mich verarschen. Ich wollte halt einfach das Ding. Ne? Aber grundlegend, wenn jemand bei einem digitalen Angebot Limited Offer daneben schreibt, müsst ihr euch dessen bewusst sein, die zocken euch ab. Dann kann man sich noch, weil man lebt ja in einem freien Land, ne, kann man sich frei dazu entscheiden, sagen, ja, ist mir egal, will ich trotzdem machen. Ich will jetzt diesen Diablo 4 Necromancer Skin, weil er einfach badass aussieht. Ne? Muss man aber nicht. Ne? Man sollte sich aber bewusst sein, okay, hier ist offensichtlich irgendwas nicht. Ne? Das ist halt Verarsche. Weil meine digitalen Inhalte ist halt nicht limited. Nein, Limited Offer, da muss ich aber schnell zuschlagen, nicht, dass die Nummer plötzlich weg ist. Wir erinnern uns, Alexis war bei der Fanblast-Sache ja auch immer ganz vorne mit. Ja, das natürlich, wenn es sind, keine Ahnung, können sich 200 Leute für deine Nummer anmelden, die können die kaufen und danach sagen die, nee, Entschuldigung, wir wollen kein Geld mehr. Ne? Musst du die Nummer von jemand anders kaufen. Dabei. Wieso hast du da mitgemacht? Schwieriges Thema, ich kann... Schwieriges Thema, ja, weil es da Kohle gegeben hat fürs Nichtstun. Ja. Und ich finde es cool, ne? Der Kleine hier, keine Ahnung, ist hier Monte Weihnachtsevent anscheinend. Gönnergy und so ein Shit. Aber ich finde, der Kleine hier macht das gut. Aber er ist halt noch ein bisschen zu jung, um nachzuhaken. Ich kann mich sehr schlecht dazu gerade äußern, aber es wird bald was kommen, wo ich auch was dazu sagen werde. Ich kann euch eine Sache sagen, hier wird es kein Statement geben. Ja, genau das war's, ja. Und auch als danach Journalisten vom Spiegel ihr bei OnlyFans geschrieben haben und mit ihr chatten wollten, war das Ganze irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Mit einem Testaccount hat der Spiegel am Samstagmorgen den OnlyFans-Account von Alexis SHV abonniert. In ihrem Profil stand wohl auch, dass es sich um ein fiktives Rollenspiel handelt und Nachrichten teils von mir, teils von beauftragten Dritten unter Nutzung vorgefertigter Inhalte generiert. Ja, müssen sie immer noch reinschreiben, trotzdem, ne?
Fragt man im Chat aber nett nach, ob man gerade mit der Influencerin selbst oder jemand anderem chatte, gab sich die Gegenseite überrascht. Zur Anmerkung, dass es den Disclaimer auf der Profilseite gebe, hieße es: What the fuck? Wo? Das ist überhaupt nicht witzig, aber es ist so dumm. Kleiner Fun-Fact am Rande: Alexis durfte letztens endlich ihr Traumauto aus dem Autohaus abholen. Ja? Ein Porsche 911 Carrera 4 GTS, nicht geleast, gekauft. Mit Vollausstattung kostet so ein Wagen übrigens um die 230.000 Euro. An der Stelle gratulieren wir natürlich ganz, ganz herzlich dazu. Wer hatte den Porsche nochmal bezahlt? Ey, wer den Porsche bezahlt, auf jeden Fall ja auch ihr, ne? Also. Und falls ihr das jetzt hier seht, Ganz ehrlich, ey. In solchen Situationen hält sich dann bei mir aber auch schon wieder das Mitleid für die Betrogenen ein bisschen in Grenzen, weil, ganz ehrlich, wie dämlich muss man denn eigentlich sein? und euch denkt, fuck, ich habe mein ganzes Privatvermögen dafür ausgegeben, dass sich OnlyFans-Creatorinnen einen Porsche kaufen können. Für euch habe ich jetzt eine gute Nachricht, denn das bringt uns zum Partner des heutigen Videos. Ah ja, wir hatten das angesprochen, ne? Ich mache kurz Pause, überskip das. Ich erzähle euch danach, wer sein Partner ist. Ne? Also, sein Partner ist Anyfin, Umschuldungsservice. Geht er bei ihm, wenn er da Interesse habt, sagt er, ich habe 5 Kredite bei 5 verschiedenen Dingern. Geht er mal dahin, schaut euch das an. Ja? Also kommen wir mal wieder zurück. Denn wir haben gesehen, also erstaunlich viele Creator, die vorher bei Fanblast waren, sind jetzt bei Aloha. Und Ja. Was ist los? Ich wollte gerade sagen, bitte jetzt hier die alle vom ARD einblenden. Sus. Ne? Weil, das ist als es. ich diese Landingpages dieser Leute gesehen habe, dachte ich mir, nee, warte mal, Timon, also das kommt mir doch jetzt irgendwie so ein bisschen sehr bekannt vor, oder? Da haben die einfach OG dieselbe Scheiße genommen wie bei Fanblast. Bitte sag mir nicht, dass die OG, dass das wirklich alles nur dasselbe ist, nur dass jetzt Aloha statt Fanblast drüber steht und die ganze Nummer nicht mehr in der Dachregion, sondern in Florida gemeldet ist, Digga. Denn jede Landingpage hat ein eigenes Foto oder Video und meistens auch eine eigene Sprachnachricht. Und wenn man die jetzt mal vergleicht, zum Beispiel die Sprachnachricht von Michaela Schäfer von Fanblast. Hey, ja schön, dass du hier bist. Und ja, es stimmt. Ab sofort kannst du auch mit mir bei WhatsApp schreiben und wir können auf jeden Fall gemeinsam über unsere wildesten Fantasien sprechen. Also bis gleich, ich freue mich. Und also das ist die Sprachnachricht, die sie jetzt bei Aloha drin hat. Hey, ja schön, dass du hier bist. Und ja, es stimmt. Ab sofort kannst du auch mit mir bei WhatsApp schreiben und wir können auf jeden Fall gemeinsam über unsere wildesten Fantasien sprechen. Ah, das ist unfassbar. Ah ja, aber in der Zwischenzeit kostet die Scheiße nur noch 9,28 €, ne? Nicht mehr 50. Schnapper. Wie dreist sie auch sind, das einfach Copy zu pasten, Digga. Wild. Also bis gleich, ich freue mich. Das ist aber ganz schön merkwürdig. Und auch das Das ist doch. Also dämlich kann doch kein Mensch mehr sein. Das ist wie wenn ich irgendwo in der Stadt mich aufführe. Ne? Ich habe ein Cappy auf, führe mich irgendwo auf, krieg von der Polizei hier einen Platzverweis, darf hier 24 Stunden nicht mehr sein. Gehe einmal um die Ecke, drehe das Cappy um, auf die, ne, von vorne nach hinten, gehe wieder zurück und die sagen, ja, wir haben dir hier gerade Platzverweis verteilt. Und dann so, nee, das war der andere Typ mit dem, hast du den Unterschied nicht gesehen? Der hat das Cappy ganz andersrum aufgehabt. Das war ich nicht. Ne? Und fang dann wieder an, vor ihren Augen dieselbe Scheiße zu machen. Video, was oben dann die ganze Zeit so in Dauerschleife durchläuft, erstaunlich viele Ähnlichkeiten. Und auch bei anderen Creatorinnen weisen Bild- und Tonmaterial doch manchmal frappierende Ähnlichkeiten auf. Hallo mein Süßer, schau mal, das ist doch eine richtig tolle private Sache, oder nicht? Hallo mein Süßer, schau mal, das ist doch eine richtig tolle private Sache, oder nicht? Hallihallo, hier ist Lena. Hallihallo, hier ist Lena. Hey, freut mich richtig, dich kennenzulernen. Hey, freut mich. Okay, aber die sind hier alle unterschiedlich gepreist, ne? Manche sind hier schon für 2 € drin und manchmal für mehr. Richtig, dich kennenzulernen. Es wirkt auf mich fast ein bisschen so, als hätte da jemand einfach die gesamte Fanblast-Datenbank nach Florida rübergeschoben. Aber gut, das heißt ja noch nichts. Kann ja auch sein, dass die Creator einfach so ein bisschen faul arbeiten und die gleichen Sachen mehrmals benutzen, weil sie sich nicht so viel Arbeit machen wollen. Aber ich habe dann weitergeguckt und dann doch etwas sehr Interessantes gefunden. Denn wenn man bei Aloha.me in den Quelltext der Website guckt, sieht man, dass dort E-Mail-Adressen hinterlegt sind. Und zwar die E-Mail-Adresse Nein!
Das ist unfassbar. info@digitalblast.com. Warte, ich suche da mal was raus. Die Nummer hier. Disney, please don't sue me. Oh, get out of here, Homer. Homer? Who is Homer? My name is Guy Incognito. Okay, zurück zum Fanblast. Also, Nee, Aloha. Verdammte Axt. die Infomail der Firma hinter Fanblast. Ja Mensch, also wie kommt die denn da rein? Und wenn man dann so weitersucht im Quelltext, findet man noch mehr interessante Stellen, die da halt immer noch so drin sind. Ja, da ist dann auch von der Blast Island und vom Blast Sky Club die Rede. Join the Blast. Trademark. Also dafür, dass uns am Anfang gesagt wurde, dass es not Blast sein soll, steckt erstaunlich viel Blast in der Website. Also es wirkt fast so ein bisschen so, als hätte da jemand den Aufbau der Website genommen und einfach so nach Florida rüber kopiert. Aber gut, es kann natürlich auch Zufall sein. Kann natürlich auch sein, dass in der VIP-Sportsbahn Schlitzohr sitzt, was einfach nur den Code kopiert hat und jetzt seine eigene Website baut. Also habe ich weitergeguckt. Und in Florida gibt es diese... Alter, ich find's geil, wie er sämtliche Dulli-Ausreden schon vorwegnimmt, ne? Dass wir heutzutage schon in der Zeit leben, in der sich Leute, wenn sie mit so wirklich bereits schon erdrückenden Beweisen konfrontiert werden, immer noch rausreden und man deswegen im Vorhinein schon bereits für dieses Video nochmal weiter nachforschen muss, um die offensichtlichen dummen Ausreden, die jetzt gleich noch kommen werden, schon mal im Vorhinaus zu vernichten. Das Seite sunbiz.org. Das ist ähnlich wie so ein Handelsregister, herausgegeben vom Florida Department of State. Und da ist auch die Firetext LLC gelistet. Und unter dem Punkt autorisierte Personen ist ein gewisser Till Jonas gelistet. Till Jonas. Der Name sagt mir irgendwas. Irgendwas war doch da. Ach ja, richtig. Danke, liebes Gehirn, dass du mich nie im Stich lässt. Denn ein gewisser Till Jonas hatte auf LinkedIn vor einem Jahr noch nach neuen Mitarbeitern für Fanblast in Hamburg gesucht. Und auf seinem Profilbild dort steht er vor einem leuchtenden Fanblast-Schriftzug. Warum er das tut, fragt ihr euch? Weil er laut eigenen Angaben Co-Founder und CFO von Fanblast ist. Ja. Zufall. Das muss jemand anders sein, der zufällig genauso heißt und in Florida wohnt und zufällig genau denselben Code für zufällig mehr oder weniger dasselbe Produkt ins Internet gepimmelt hat, mit zufällig genau denselben Creatorinnen wie davor. Das alles... Das fürchterlich krasser Zufall ist das, ne? Das wird sich alles aufklären. Mensch, das ist aber auch alles ein Zufall, ne? Warum hat denn jetzt mutmaßlich jemand mit dem gleichen Namen eine Firma in Florida, die eine Website betreibt, die genau das gleiche irgendwie anbietet wie Fanblast? Mit den gleichen Creatoren und dem... Daran merkst du, wie geil sein Video eigentlich ist dass ich mir das anschaue und allein durch das, wie er das Video vorher aufgebaut hat, genau auf dieselben Gedankengänge kommt. Gleichen Quellcode auf der Website wie Fanblast. Das ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Ja. Es kann natürlich auch alles einfach nur Zufall sein. Dass jemand in den USA zufälligerweise genau gleich heißt und sich das alles einfach nur rüberkopiert hat, ohne dass er es durfte. Oder Till Jonas hatte einfach keinen Bock mehr auf Fanblast und ist in die USA gegangen, um einfach sein eigenes Ding zu machen. Ja, weil natürlich die USA... Wenn du in den USA bist, dann kommen da die deutschen Behörden halt schwierig dran. Also, das wäre ja auch möglich. Aber ich muss sagen, für mich persönlich wirkt es so. Erweckt es zumindest den Eindruck, als würde es einfach so unter anderem Namen weitergehen. Ich weiß es nicht. Ja. Nicht nur bei dir. Ich bin kein Anwalt. Denn ich hatte in meinem letzten Video noch das hier gesagt. Und man könnte natürlich dann im Hintergrund irgendwo anders neue Agenturen gründen, von denen dann noch nie irgendjemand irgendwas gehört hat, sodass die dann auch nicht rückverfolgbar wären. Aber gut, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich könnte mir nur vorstellen, dass wenn man in neue Märkte expandieren würde, dass man jetzt auch wieder Bedarf hätte für neue Agenturen. Ich sollte wirklich aufhören, die Leute auf dumme Ideen zu bringen. Die haben sich das Klängern-Video angeschaut und gesagt, geil, das machen wir. Gute Idee. So dumm. Ich glaube, das Kapitel Fanblast ist noch lange nicht vorbei, denn da... Ich glaube auch nicht, aber ich hoffe, dass da noch Leute richtig bluten dafür. Ich hoffe, dass da Leute wirklich zur Verantwortung gezogen werden und dass nicht nur die ganze ergaunerte Kohle weg ist danach,
sondern auch so hohe Strafen, dass die den Rest ihres Lebens dran arbeiten, das loszuwerden. Ja, dass die andere Alte ihren Porsche gleich wieder zurück zum Händler fahren kann. Bitte Kohle zurück. Ich muss die Justiz bezahlen. Bitte. Dafür ist es einfach zu lukrativ, um mit diesem genialen Geschäftsmodell jetzt einfach aufzuhören. Und gleichzeitig ist Aloha Me eine von ganz, ganz vielen Seiten, die genau das Gleiche anbieten. Wir sehen aber auch, also die Creatorinnen sind mutmaßlich immer noch sehr motiviert, weiterhin dabei zu sein. Ja, denen hat man gesagt, hier ist alles safe. Du brauchst uns auch gar keine neuen Sachen. Du musst einfach nur noch hier einen neuen Vertrag unterschreiben. Da steht dann halt Aloha Me und nochmal Fanblast oben drauf. Und dann geht das genauso weiter und kriegst dieselbe Kohle. Der nächste Porsche ist safe. So, fertig. Und dann haben die gesagt, ja freilich, dann machen wir. Machen wir. Easy. Weil so jemand wie Alexis stand nach dem Fanblast-Video doch sehr in der Kritik und jetzt gibt es hier wieder dieses Profil. Und wie immer gilt auch hier, solange Menschen dazu bereit sind, für so eine Scheiße Geld zu bezahlen, solange wird auch jemand versuchen, damit Geld zu verdienen. Und vielleicht warten manche Menschen nur darauf, dass sich der Shitstorm so ein bisschen legt. Ja gut, dass das kriminell ist, was sie da machen. Ne? Das heißt natürlich nicht, dass die Leute, die da wirklich echtes, hartes Geld reingepumpt haben, nicht hageldumm sind. Ne? Die Menschen sich beruhigen und dann vergessen und weiterziehen und sich mit anderen Themen beschäftigen. Und dann könnte man mutmaßen. Die Sache ist aber, ne, nur weil jemand hageldumm ist, heißt das nicht automatisch, dass man ihn deswegen betrügen darf. Das gleiche Produkt nehmen, bisschen abstauben, neuen Namen draufpacken und wenn die Leute es dann vergessen haben, kann man wieder ganz entspannt weitermachen. Wir werden sehen, wo das alles noch hinführt. Ich bleibe auf jeden Fall dran für euch. Und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu diesen ganzen Sachen. Schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Habt ihr auch eine Firma in Florida? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war's von... Ja, nee, aber ich gründe eine. Hier 817 oder 818 wird schon passen. Ne? Da bauen wir hier. Einwandfrei. Aschberblast. Leute, schreibt es mal unten rein in die Kommentare. Was haben wir denn? 3/4 Stunde, einwandfrei. Ich nehme nicht an, dass einer von euch so dämlich war, sich bei einer dieser Seiten anzumelden, aber falls doch. Komm, no shaming. Schreibt deine Erfahrungen unten rein, was da los war. Aber bitte Leute, tut nicht, was die Leute tun. Meldet euch nicht bei so einer Scheiße an. Das alles Scam. Und auch wenn es nicht Scam wäre, wäre es die Kohle auch einfach nicht wert. Ne? Dass man einen Haufen Kohle dafür zahlt, dass man mehr oder weniger mit einer Internet-Birne per WhatsApp schreiben kann. Leute, ihr kriegt, glaube ich, auf dem freien Markt für euren Puffi deutlich mehr als nur Bilder. Let's go.